So, Servus und herzlich willkommen zu Pro Evolution Soccer 2013. So, also wir wollen eine Meisterliga spielen. Und da starten wir eine neue. Und zwar mit der Champions League. Also kann man sich aussuchen zwischen der europäischen Champions League und der südamerikanischen. So, Transfer machen wir hoch und Klasse-Spieler machen wir ein. Schwierigkeitsgrad losen wir mal auf Top-Spieler. So, wie bekannt können wir uns da einen Trainer erstellen. Genau, da geben wir jetzt dann unseren Namen ein. Und wir heißen ja Jupiter. So, Nationalität nehmen wir mal heute Deutsch. Bayerisch ist leider nicht zur Auswahl. So, jetzt können wir den Typen bearbeiten. Heute. Wir machen das aber kurz und schmerzlos und nehmen da so ein Basismodell. Zum Beispiel den da. Dann verpassen wir ihm noch grüne Augen. Vielleicht noch einen anderen Mund. Das Kinn kann man noch etwas prägsamer machen. Vielleicht so, oder? Da fällt er bestimmt auf. So, dann kriegt er einen Bart daher. Und zwar so einen. Und eine andere Frisur. So, Special, heute, was gibt's denn da, Herr Renussi? Okay, dann nehmen wir vielleicht einmal Nick die da. Aber die vielleicht, die schaut doch ganz gut aus. Allerdings etwas in Grau. So, weiter geht's. Und da können wir uns jetzt eine Mannschaft aussuchen. Wir nehmen die Originalaufstellung. So, also zuletzt habe ich immer Bundesliga gespielt. Also privat, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr drauf, sondern hätte mal richtig Lust auf Premier League. Und den nehmen wir jetzt einmal. Tja, nur wen nehmen wir da? Da haben wir 20 Mannschaften zur Auswahl. Da haben wir West Ham United. Oder nehmen wir Newcastle. Der FC Fulham. Tja, jetzt bin ich noch am Überlegen. Ich würde sagen, nehmen wir Newcastle United. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind, also probieren wir einfach mal aus. Dann führen wir halt die zu Ruhm und Ehre.
Jawohl, da werden wir vorgestellt als neuer Trainer und Manager von Newcastle United. Genau, und unsere Aufgabe ist natürlich, den Verein zu Erfolg zu führen. Und das werden wir so gut wie möglich machen. Ja, das ist unsere Assistentin und die sagt uns, dass wir jetzt dann das erste Trainingsspiel haben. Aber davor da wir noch ein paar Worte an unsere Mannschaft sprechen. Gut, hätten wir das erledigt. So, jetzt schauen wir mal in unsere Aufstellung. Was haben wir denn da alles drin? Mit 2 Mittelstürmer spielen wir. So, pass auf, jetzt müssen wir da erstmal umstellen. Da haben wir jetzt 2 schlechte Verteidiger drin, da wir den dann mal aussah. So, ich stelle meine Mannschaft immer so auf der Bank habe ich immer 2 Verteidiger und Torwart. Dann habe ich da 2 Mittelfeldspieler immer. Und dann selbstverständlich 2 Stürmer. Gut. Geld haben wir 84 Millionen am Konto. Aber die brauchen wir schon, weil unsere Mannschaft bestimmt teuer ist. Und wir auch gerne mal ein paar Spieler verpflichten wollen. Allerdings werden wir bestimmt nicht alle brauchen. Und werden den einen oder anderen verkaufen. Zum Beispiel können wir jetzt den noch gleich mal verkaufen, den brauchen wir nämlich bestimmt nicht. Den kann man auch raushauen. Und hauen wir dann vielleicht noch den Gostling aus. Ja, wir haben ein paar gute Spieler drin. Aber dennoch können wir mal auf den Transfermarkt schauen. Was wir da so zum Verpflichten haben. Wie wär's denn? Veron, der ist doch gut, oder? Das ist einer von den Klassikspielern. Vielleicht können wir den verpflichten. Es ist auch natürlich der Kahn drin. Ach, Ronaldo ist auch drin. Und er ist 20 Jahre jung. Aber ich glaube, mir juckt mehr der da. Obwohl. Wir probieren es einmal. Und starten dann mit erst einmal ins erste Spiel mit Newcastle. Gegen irgend so eine unbekannte Mannschaft. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Wir spielen mit auf langen Ball, also ist unsere Taktik. So, dann wollen wir mal loslegen.
was haben denn die für einen Typen drin? Gut, die spielen am besten in Gelb, dann kennt man es auseinander. So, ab geht's. Wir spielen natürlich in St. James Park in Newcastle. So, und Anstoß zu unserem ersten Spiel mit unserer neuen Mannschaft. Damit können wir uns schon mal ein bisschen einspähen, um dann die Eroberung von Britannien zu starten, denn wir wollen natürlich Meister werden. Zumindest versuchen wir es. So, kein Foulspiel, jetzt haben wir ihn. Und gleich mal Konter über rechts, Ben Arfa. Diotte. Ja, und der hat doch gleich mal gesessen, der Pass. Also Tor durch Gutierrez. 1-0 für Newcastle. Also das ist ziemlich schnell gegangen. Ja Leute, und schon führen wir. Gut, wir spielen natürlich auch nur gegen so einen Trottelverein. In der Premier League warten dann andere Kaliber auf uns, wie Manchester United oder Chelsea. Aber der Anfang ist schon mal gut. So, weiter Pass auf Santon. So, ich muss dazu sagen, ich habe sonst immer auf der Stufe 3 gespielt, auf Profi, also auf Topspieler noch nicht. Weil es soll ja eine Herausforderung sein. Wir wollen nicht einfach nur so durchmarschieren, sondern uns da irgendwie durchkämpfen müssen. Santon wieder. Bar. Und Cissé wird gestoppt. Ja, als erstes werden wir natürlich die Premier League spielen und dann das werden wir mal jetzt so 2-3 Saisonen lang machen. Also wie wir heute gerade Lust haben und dann können wir mal auch wechseln irgendwie auf Serie A oder auf die spanische Liga. Gutierrez über links. Der Torschütze. Ja. Und da kommt er wieder durch. Und es steht 2-0. Caballé. Und ich darf einfach sagen, schlecht verteidigt. Und somit führen die Engländer 2-0. Souverän bisher. So, Foulspiel von Simpson. Und es gibt gleich mal die gelbe. Und ein Freistoß. Jetzt ist Vorsicht gesagt. Wir haben aber einen guten Torwart im Kasten. Der ihn aber trotzdem nicht erwischt. Und jetzt heißt es nur noch 2-1. Also Anschlusstreffer durch einen Typen mit einem Namen, den man wieder nicht aussprechen kann.
Es ist hier der Stürmer, es ist der Demba Ba. Hat er nicht bei Hoffenheim gespielt? Da bin ich mir im Moment gar nicht sicher. Fehlpass. Schatow. So, Diotte nimmt dann mal den Ball ab. Fehlpass. Also wir haben auf jeden Fall ein paar gute Spieler drin. Und die haben einiges drauf. Ich hätte mir gern eine eigene Mannschaft anbaut, aber da ich das Spiel öfters mal update mit dem PES Edit Mod, der ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass wir Bundesliga und sämtliche originalen Namen und Mannschaften drin haben. Gut, ja, der Mod darf das wieder löschen, wenn ich den neu installiere. Also die Mannschaft, wo ich erstehe. Darum haben wir uns eine Originalmannschaft ausgesucht, mit der wir Europa stürmen. Diotte. Spricht mir das so aus? Ich bin mir da gar nicht so sicher im Moment. Bei einem Arf war über rechts. Ja, kleine Prüfung für den Torwart. Einwurf Gutierrez. Und diesmal ist die Flanken nicht da ins Tor gefallen. So, fast 40 Minuten gespielt. Wir führen 2-1. Haben uns bisher ganz gut gezeigt. Ein Freistoß war mal machtlos. Ja, fast 3-1. Gutierrez. Der macht ein ganz gutes Spiel. Simpson. Santon. Das wird unser Linksverteidiger sein, glaube ich. Ja, ganz kenne ich mich in der Mannschaft noch nicht aus. Die muss ich erst ein bisschen kennenlernen. Jetzt gibt es einen Eckstoß. Und der war gar nicht so ungefährlich. Nochmal. So, an allen vorbei. Und jetzt wird der Schiedsrichter wahrscheinlich gleich abpfeifen. Gut, zur Halbzeit führen wir 2-1. Haben den Gegner ordentlich Dampf gemacht. Und könnten jetzt einmal vielleicht wechseln, der ist nicht in Form. Und bringen dafür wen? Machen wir vielleicht da Position auf offensives Mittelfeld, der weiter hinten. Und dann wir Vukcic eine. Oder? Na, dann machen wir doch anders. Machen wir einen defensiven Mittelfeldspieler eine. Unser Dendo, der auch einen komischen Namen hat. Ach, die haben einen Eto'o dabei. Was ist denn das für eine Mannschaft? So, Demba Ba zeigt so. Möchte einen Ball haben. Verliert ihn aber. Kann aber zurückgewinnen.
aber nichts damit anfangen. So, Konter. Vereitelt. Taylor. Foulspiel und Freistoß. 50 Meter haben wir bis zum Tor. Chateau verliert den Ball. So, Gutierrez, der in Bestform heute ist. Cissé knapp am Tor vorbei. Ja, deutlich, sagt man schon, 8:2 Torschüsse für uns. Wir sind deutlich die offensivere Mannschaft. Muss aber nicht heißen, dass wir dann auch gewinnen. Wir müssen das natürlich dann gleich umwandeln in mehr Effektivität. So, das war auf jeden Fall ein Foulspiel von uns. Gibt Gabe gegen Taylor. Aber die gelbe Karte hat keine große Bedeutung, weil es nur ein Trainingsspiel ist. Schaut dann in der Premier League ganz anders aus. So, Dembaba. Fehlpass. So, gut verteidigt und Konter über Gutierrez, und der ist schnell. Allerdings nicht zu schnell. So, wieder Foulspiel, Freistoß. Santon. So, da ist er wieder, Gutierrez. Ja, die erste große Chance, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Und wir sind ja dabei, mit Ronaldo zu verhandeln, also mit dem Brasilianer. Oder? Haben wir Ronaldo jetzt einen Vertrag geboten oder einen Veron? Ich bin mir gar nicht mehr sicher jetzt. Ich glaube, es war Veron, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Naja, das sehen wir schon, wer zusagt. Auf jeden Fall wird es eine Bereicherung für unseren schon ziemlich gut besetzten Kader. Und da war jetzt fast der Ausgleich gefallen. Aber Krull ist dazwischen. Gibt es da einen Film, der heißt auch Krull, oder? Krull der Eroberer. Ich glaube so eine Art Conan-Film. So, also Konter, Santon. So, Fehlpass von Simpson und es geht wieder in die andere Richtung. Allerdings wollen wir schnell mal wechseln.
So, dann machen wir mal Williamson eine. Und im Sturm vielleicht Amiobi. Probieren wir mal aus. Amiobi ist auch schwarzer. Ja. Davon haben wir einige. So, Ball angefangen und Konter. Ja, war gut gemeint, aber nicht so hingehauen, wie wir gemeint haben. Samba. Schatov. Und Ballverlust. Das heißt Konter. Ben Arfa. Und mit der Riesenchance zum finalen Endstand. Latte. So, und damit war es das mit dem ersten Spiel mit Newcastle. Das Trainingsspiel gewinnen wir 2-1 gegen den FC Annecy. Ja, bester Mann war Jonas Gutierrez. Ja, unser erstes Spiel ist dann in der Premier League gleich mal ein Hammer. Und zwar gegen die Tottenham Hotspurs. 6 Spieler haben wir in der Nationalmannschaft. Und wir haben einen Schuh erhalten. Damit können wir unsere Spieler verbessern.